Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurten. Jetzt Kasperl. So, da sind wir wieder. 2 Wochen ist es wieder her. Ich war zwischendurch auf dem Festival und dann hatte ich eine sehr, sehr, sehr stressige Arbeitswoche. Jetzt sind wir wieder da. Aber ich hatte jetzt 2 Wochen mehr Zeit, mir schöne Kommentare unter meinen Community-Post zu schreiben und die schauen wir uns halt an. Richtig. Ja, ich hab Zeit, weil ich habe einen Kadar und dementsprechend nichts vor. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie von einem Ölstaat aus, aus dem Mittleren Osten gesponsert werde. Ich habe eine Erkältung. Mal wieder. Gut. Schauen wir mal rein, was ihr alles von mir wissen wolltet. Und ich bin gespannt. Frage Nummer 1. Michael Per 6914 fragt: Würdest du lieber gegen einen rettichgroßen Rainer kämpfen oder einen Rainer großen Rettich? Natürlich gegen einen rettichgroßen Rainer. Aber ich würde ihn mir nicht einführen, wenn das die nächste Frage ist. Aber nicht ein Rettich. Das wäre lustig. Da hätte er wahrscheinlich noch, wenn er so klein ist, dann hätte er wahrscheinlich auch noch so eine Piepstimme, wenn er dann zu brüllen anfängt. Ja, ich bock drauf. Oh, und am besten, keine Ahnung, den dann mit so einem Eishockeyschläger auf Abstand halten, bis er komplett ausrastet. Da gibt es eine Antwort drunter. Leo FS2 WM. Und welchen von beiden würdest du lieber? Keinen davon. Keinen davon. Nein. Mit wirklich unter Waffengewalt bedroht, würde ich versuchen, den Bedroher zu entwaffnen. At Beer Bananas hat 2 Fragen. Schauen wir mal, was sind das für 2 Fragen? Machst du mal wieder was mit Serial? Das 3-Stunden-Video damals war legendär. Ich glaube, wir haben mehrere 3-Stunden-Videos gemacht. Und ja, ich würde fürchterlich gerne was mit ihm machen. Wir haben es auch in Planung aktuell im Hintergrund. Problem, wir sind beide nicht die zuverlässigsten Leute und haben Probleme mit Prokrastination etc. Und wenn ich ihm schreibe, kann es passieren, dass er dann wochenlang einfach nicht auf Discord ist. Und wenn er mir schreibt, passiert es, dass ich wochenlang nicht auf Discord bin und es nicht mitkriege. Und ja, keine Ahnung. Das ist schade, dass der nicht im Nebendorf wohnt, dass ich mal rübergehen kann mit einer halben Bier und einen Podcast aufnehmen. Aber ja, wirklich, würde ich wirklich gerne wieder machen. Hätte ich Bock drauf. Glaubst du, Rainer fliegt irgendwann doch noch bei Uwe raus? Dann könnte das echt wieder spannend werden. Hier Qualitätskunde vom Nürnberger Hauptbahnhof und so. Ich bin der festen Überzeugung. Ja, also, es kommt jetzt ganz drauf an, ob wer hier schneller wen dahin rafft. Also, ob jetzt Uwe schneller von seinem Alkoholismus dahin gerafft wird oder ob Reini schneller von seiner Fettsucht dahin gerafft wird. Vielleicht langt er einfach mal wieder massiv ins Klo. Problem ist, glaube ich, Uwe ist relativ abhängig von die Arbeitsamtbarne, die ihm da reinspült. Und dementsprechend weiß ich nicht, da müsste er schon viel Scheiße bauen, dass Uwe ihn vor die Tür setzt. Und das hat er jetzt auch in letzter Zeit in Zobes selber keine großartigen Aktionen mehr gegeben. Da hat sich ein bisschen beruhigt alles. Ne? Also rausschmeißen wäre dann wahrscheinlich nicht. Es sei denn, er scheißt richtig rein. Aber es kann ja gut sein, dass hier der Uwe, der jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist und offensichtlich schon seit Jahrzehnten ein schweres Alkoholproblem hat, dass der geht manchmal ganz schnell, dass die vom Stangerl fallen und dann hockt er da drin, der dicke Reini. Und wer auch immer dann diesen Gasthof erbt, der wird sagen, hier, den Gasthof nimm ich, aber das Erbe verweigern bezüglich von dem dicken Ex-YouTuber da drin, das mache ich auf jeden Fall.
und dann kriegt er den Stiefel und dann sitzt er draußen wieder. Und ja, wahrscheinlich geht es dann wieder in den Nürnberger Hauptbahnhof und wahrscheinlich gibt es wieder Tigidi Togidi dann. Im Moment, dieses mit dem Block und dem ganzen Gelumpe, das hat er wirklich jetzt, ich bin der festen Überzeugung gemacht, damit er da ein bisschen Barne abgreifen kann, um sich eine Switch 2 zu kaufen. Weil das ist, glaube ich, Prio Nummer uno aktuell, die Switch 2, die muss her. Aber ja, wahrscheinlich wäre es dann wieder Nürnberger Hauptbahnhof. Oder er hat tatsächlich vielleicht aus der Nummer gelernt und er sucht sich die nächste arme, kaputte Existenz, die irgendwo eine Bruchbude hat, wo es gerade so nicht regnet und mietet sich dann da wieder mit Bürgi-Geld ein. Das kann natürlich auch sein. Aber wie gesagt, wir haben von Reini nicht das letzte Mal was gehört oder gesehen. Und der wird auch wieder auf, wenn es dann eine neue Plattform ist und nicht mehr Tiki-Togiti, sondern dann ist es wieder irgendein anderer Krampf. Über irgendeinen Krampf kommt er zurück, früher oder später, es sei denn, die Adipositas rafft ihn dahin. Dichter aus Versehen. Viel Angenommen, du wärst Reini, gruselige Vorstellung. Das hätte ich jetzt als nächstes auch gesagt, ich weiß. Wenn ich Reini wäre, wäre ich lieber ich. Und hättest die Mission, zurück in die sozialen Medien zu kommen und dabei eine wohlgesonnene Community zu bilden. Wie würdest du an die Sache herangehen? Also die Frage ist mehr oder weniger, ob ich glaube, dass es eine Möglichkeit gibt, für Reini doch noch in Social Media stattzufinden und damit irgendwie seine Barne in Anführungsstrichen zu verdienen. Und ich glaube, das ist immer möglich. Ich habe das ja schon mal irgendwo gesagt, hey, wenn ein Kuchen-TV nach dem Skandal, den er da gehabt hat, wieder zurückkommt, dann schafft es auch ein Reini. Ne? Und das sind wirklich Leute, die im Internet schon wirklich richtig ordentlich hergegangen sind und die Scheiße gebaut haben, etc. Dann sind wieder zurückgekommen. Und da ist ich sag, das Internet brennt dich sehr schnell nieder, wenn du Scheiße baust. Aber es vergisst auch sehr schnell, weil morgen wird wieder andere Sau durchs Dorf getrieben. Und man sieht es ja jetzt aktuell auch, ne? Reini weg, Shuyuka da. Und es geht nahtlos ineinander über, weil wir haben über 8 Milliarden Menschen auf der Welt und das Internet ist frei zugänglich für einen großen Teil davon und es sind ein Haufen Deppen auf der Welt unterwegs. Es wird sie immer andere Personen finden, wo die Leute sagen, hey, schau dir den einmal an, da stimmt irgendwas nicht. Dementsprechend, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, Reini müsste 2 Dinge machen. Der müsste sich gerade machen für das, was er alles getan hat. Und zwar wirklich gerade. Ohne irgendwelche Rechtfertigungen, ohne ein Aber, ohne ein, ich habe ja nur meine Familie, bla 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 bla. Ohne diesen ganzen Bullshit. Er müsste herkommen und sagen, okay Leute, ich bin tief in mich gegangen. In den Zusammenhang wieder falsch. Ja, den Lurt, nee, ich habe mal die ganze Sache mal echt zu Herzen genommen. Ich habe vielleicht einmal mit einem Therapeuten geredet. Und wie gesagt, was ich da sage, ist vollkommen utopisch natürlich, weil das der Narziss-Oger in ihm nicht zulässt. Ne? Aber theoretisch. Wir sind ja in einem Gedankenexperiment da gerade drin. Sagen, hey, ich habe festgestellt, ich habe Scheiße gebaut, das. Das war alles nicht in Ordnung. Und dass ich das dann damals so vehement irgendwie verteidigt habe, war auch nicht in Ordnung, wie ich mit den Leuten umgegangen bin, wie ich sowohl mit den im Internet als auch Frauen, als auch den Leuten im Dorf. Das war alles nicht in Ordnung, es tut mir fürchterlich leid und ich krieche zu Kreuze. Ich muss mich dafür jetzt gerade machen und ich gelobe Besserung und dann auch wirklich sich bessern. Und dann abnehmen Content, Digga. Absoluter No-Brainer. Wenn ein Rainer auf einmal einsichtig wird, sich wie ein normaler
sympathischer Mensch verhält und eine Abnehmreise angeht. Sag, ey, ich bin jetzt da bei meine 230, 220 vielleicht Kilo und ich reiß mich jetzt wirklich zusammen. Ja, es gibt jetzt hier Drache läuft und er macht das. Und der wird vielleicht dann unterstützt. Ich glaube, ein Ovi oder sowas würden dann natürlich auch ihn aktiv unterstützen dabei, wenn er es ja tatsächlich ernst meint. Und der macht hier dann die Transformation. Und in 4, 5 Jahren steht er da und wiegt, keine Ahnung, 90 Kilo. Und verhält sich immer nur wie ein normaler Mensch und ne, dann, ja, die Möglichkeiten bestehen immer. Aber ob es realistisch ist, ist halt die andere Frage, gell? Also, Antwort, Nien und Demut sagen, ja, das ist ein Part und wie gesagt, abnehmen Content. Dem bleibt ja nicht anders. Ne? Er kann ja nichts. Ne? Was er theoretisch könnte, ist weniger fressen. Das traue ich ihm noch zu. Also rein von der Befähigkeit her, klar, vom Kopf her ist das wieder eine andere Sache. Aber das kriegt er hin. Ansonsten produktiv irgendwas machen, kriegt er ja nicht hin. Also ich würde sagen, Knien und Demut zeigen und dann abnehmen Content. Dann hätten wir eine Möglichkeit. Hui! Ah. Okay. Kurz. Da muss ich mich kurz sammeln. Eine Sekunde. So, fuhr hier wahrscheinlich Garnelne oder Krabbene? Garnelne. Aber ich mag beides sehr gerne. Vorne oder hinten rein? Vorne. Auf jeden Fall. Feucht oder trocken? Natürlich feucht. Dünn oder dick? Egal. Ne? Es darf halt nur nicht extrem sein. Das ist so eine Winkler-eske Gestalt. Ne? Körperform finde ich nicht anziehend. 200 Kilo. Oh. Aber wenn ich mir sowas anschaue wie, keine Ahnung, Ariana Grande heißt die, glaube ich, aktuell ausschaut, boah, ist auch nicht mein Fall. Ha? Also, aber ansonsten bin ich da nicht sonderlich oberflächlich. Warum liegt hier eine Wurst? Ich kann es ja nicht sagen. Grüner Junge. Great. Ich weiß nicht, warum hier eine Wurst liegt. Irgendwer ist hergekommen, hat die Scheiße gebaut, die Scheißhater haben die wieder über die Lebensmittelverschwendung, bla bla bla. Lieber Squiddy oder Grampy oder was war das, was gleich nochmal? Oh. Boah, da setze ich mich jetzt zu sehr in den Nesseln. Was ist dein Lieblingsdinosaurier? Mein Lieblingsdinosaurier. Ich weiß nicht, darüber habe ich mir seit über 30 Jahren keine Gedanken mehr gemacht, was mein Lieblingsdinosaurier ist, aber damals war es, glaube ich, der Stegosaurus. Also sage ich das. Was war vor dem Urknall? Reinis Narzissmus, ich glaube, der war schon immer da. Der hat sich da irgendwann manifestiert. Aber wir werden sehen. Wann wird Rainer W. aus der Nazi-Schanze ausziehen? Das habe ich vorher schon beantwortet. Ne? Also spätestens, glaube ich, wenn Uwe das Zeitliche segnet oder halt wenn Reini das Zeitliche segnet, dann zieht er halt, dann müssen sie den Fensterstock rausbrechen und mit dem Kran kommen oder so. Aber auf die Art und Weise kann er auch ausziehen. Hattest du... Oh, mal eine Sekunde. Sorry, bei mir gerade was gepoppt. Ja. Wo war er? Hattest du mal Mitleid mit dem Speck, Beppo? Am Anfang. Ganz am Anfang. Die klassische Hater-Transformation durchgegangen. Ganz am Anfang habe ich mir gedacht, mei, warum lassen sie ihn nicht in Ruhe? Das ist einfach bloß ein armer, dicker, dummer Bohr. Aber das hat sie relativ schnell erledigt gehabt. Und danach eigentlich nicht mehr. Kein bisschen. Nicht beim 30. Geburtstag und nicht die Erdbärchennummer und das ganze Klump. Im Nachhinein alles nah. Vor allem, weil er es sich ja auch selber verschuldet hat. Es ist ja nicht so, dass ihm nicht irgendwie tausende Leute im Internet gesagt hätten, Rainer,
das und das und das und das und das und das, alles vielleicht nicht so gute Ideen. Kann man da vielleicht, ne, lass vielleicht einfach bleiben oder na, egal. Wird weitergemacht, er zieht seinen Stiefel durch, da brauchst du kein Mitleid mehr haben. Ähm, was ist deine liebste Umschreibung des weiblichen Geschlechts? Ja, jetzt haben wir ein Video, 15 Minuten, das kriegen wir hin. Axtwunde, Schnitzwurstfach oder sonstiges. Ähm, das ist eine schwierige Frage. Jetzt im Zusammenhang mit Game, also wenn wir jetzt im Zusammenhang nur von den Begriffen, die im Game umeinander sind, dann glaube ich Wurstfach. Ähm, ja, doch, Wurstfach. Lege ich mir fest. Ähm, sorry, jetzt habe ich die ganzen Namen nicht mehr vorgelesen. Silberwolf 01 und Aero. Boah, Leute, denkt es euch. Der Typ mit dem Red Dead Redemption Bild fragt, welcher der vielen Nicknames für Reini ist dein absolutes Favorite? Boah, hey, das ist eine gute Frage. Pommespanzer? Ich glaube Pommespanzer. Auf jeden Fall irgendwas mit der Alliteration. Ich stehe auf Alliteration. Pommespanzer ist auch schon, oder Kalorienkardinal. Die Klassiker, ne? Mr. Jordan. Hey, Mr. Jordan. What are you up to? Gegen Mr. Jordan im Basketball verlieren oder Donald Trump die Haare tupieren? Lieber gegen Mr. Jordan im Basketball verlieren, ha? Ich möchte mit Donald Trump eigentlich gar nichts zu tun haben. Ich möchte nicht im selben Raum mit dem sein. Das ist ein uralter Mann. Höchstwahrscheinlich ist er inkontinent. Der stinkt wahrscheinlich nach Pisse und McDonalds. Wenn ich das haben will, dann kann ich meinen Tag auch irgendwie im Bahnhofsklo verbringen. Nee, Basketball auf jeden Fall. Auch wenn ich verliere, ich bin fürchterlich schlecht im Basketball. Aber ich mach's gerne. Eine Antwort darauf, ich frage mich jedes Mal, wie Trumps Haare halten, wenn er vom Hubschrauber aussteigt. Ja, keine Ahnung. Ja, vielleicht ist er Helm. Vielleicht ist es ne, so ein Helm-Ding, den sie ihm auf die Platte kleben oder so. Oder vielleicht hackern die das fest, ich weiß es nicht. Ähm, nächste Frage. Wann war dein Puls bei Rainer bei mindestens 15,10 und wann warst du voller Freude? Ähm, voller Freude ist viel gesagt, aber mein Puls war bei 15,10. Ich glaube, das erste, wo ich so richtig ausgerastet bin, war diese Nummer, wo er gesagt hat, dass die eine Person nicht mehr gegen ihn aussagen konnte, weil die eine schwere Krebserkrankung hatte und deswegen gesundheitlich nicht in der Lage war, vor Gericht zu erscheinen, wo er gesagt hat, ja, das ist dann Karma, dass wir das schon so verdient haben. Da bin ich wirklich, weil ich meine, jeder von uns, höchstwahrscheinlich ist es eine Krankheit, die wirklich viel zu viele Leute trifft. Jeder von uns hat höchstwahrscheinlich jemanden im Bekannten- oder Verwandtenkreis, der Krebs hatte oder sogar dran gestorben ist. Und sogar er hat ja seinen Vater, wo er immer gesagt, das ist so fürchterlich und bla bla bla. Und dann so eine Aussage bringen, da ist man schon ein wenig, ne, die Halsschlagader angewachsen. Ne? Voller Freude, ja, damals, als er den YouTube-Kanal verloren hat und als dann klar war, den kriegt er nimmer wieder, so da war ein bisschen Schadenfreude mit dabei, muss ich schon sagen. Hacke oder C? Gucken wir wann, ne? Erst das eine, dann das andere. Nee, keine Ahnung, weder noch. Wann gibt's Poster und Autogrammkarten? Ne? Wenn die Hölle zufriert. Gibt's Poster und Autogrammkarten? Nö. Also zumindest von mir, von anderen Leuten kannst du sie gerne haben, aber von mir wird es sie nicht geben. Was braucht Wasser, um zu wachsen? Nö, Nahrung habe ich gehört, ha? Deine Reaction ist richtig und wichtig. Bei dem letzten Beitrag mit, was? Kindern?
Guck mal den kleinen Nihilisten. Ja, den schaue ich mir tatsächlich sehr gerne an. Ich feiere jetzt nicht jedes Video, was er hochlädt, aber ich schaue mir den schon von Zeit zu Zeit an. Der ist unterhaltsam. Ja. Nächste Frage. Wie alt bist du? Ich rätsel immer und glaube, dass ich fast gleich alt bin wie der alte Mann und das Meer. Ja, sagen wir, ich bin in den 80ern geboren. Darauf kann man sich, glaube ich, grenzen wir es darauf ein. Ich bin in den 80ern geboren. Immer eins mehr als das Jahr. Genau, so ein Ding. Marty McMedal. Endlich ein Name, den man tatsächlich lesen kann. Ey, ich habe Legasthenie, müsst ihr wissen. Harte Nummer, ey. Wie geht's den Hatermiezen? Hatermiezen geht's gut, soweit. Ja, die erfreuen sich aktuell ihrer Gesundheit und eskalieren durch die Wohnung und aber soweit geht's ihnen alle gut. Alle dick, alle wohlauf. Heißt es Edzard oder Edzardler? Ich glaube, das kommt darauf an, wo du herkommst. Ich glaube, Südbayern ist mehr so Edzard. Und die fränkische Gegend ist eher Edzardler. Aber keine Ahnung. Da muss dann Sprachforscher fragen. Wann Fan-Treffen? Ja. Ist leider ein bisschen zu spät. Wie gesagt, ich wäre vorletzte Woche auf dem Rockharz Festival gewesen und ich mache es ja meistens so, dass ich das vorher ankündige, wenn ich auf dem Festival bin und dann einen Tag mein Ich hasse Winkler Ramlord Bootleg T-Shirt anziehe und wenn man und dann sagt, hier, wer mich dann da, der Erste, der mich darauf anspricht, kriegt ein Bier von mir. Und in dem Rahmen. Ansonsten schwierig. Welche Festivals, Konzerte sind dieses Jahr noch geplant? Da haben wir es. Wie gesagt, ich war auf dem Rockharz und geplant sind noch Summer Breeze und Full Metal Cruise. Und noch ein paar andere Konzerte. Also, ich glaube, Queens of the Stone Age ist nur angesagt dieses Jahr und Windrose und nur irgendwas. Frag mich nicht, haben wir eine bessere Hälfte, die hat den Überblick darüber, wann welche Konzerte stattfinden. Ja, genau. Sehr gute Frage. Traut euch, kommt zu mir, genau. Ich habe es leider vercheckt, ne? Weil ich vorm Rockharz dann auf einmal in Stress geraten bin und dann musste ich, und dann konnte ich das nicht mehr hochladen. Ich wollte das Video jetzt hier eigentlich vorm Rockharz machen. Aber, ja, genau. Also theoretisch auf dem Summer Breeze. Ich werde einen der Tage mit meinem Ramlord Bootleg Shirt Ich hasse Winkler rumlaufen. Und genau. Letzte Frage. Findest du nicht, dass du zu viel Bier trinkst? Pass auf dich auf, wir wollen noch lange was von dir hören. Tatsache, richtig so. Ist so. Also jetzt gerade im Moment nimmer. Ich habe tatsächlich jetzt vor kurzem auch beschlossen, eine Sekunde, kurz eine Spielmaus werfen. Mit einer von unseren Katzen ist ein Hund, die bringt dann eine Spielmaus und dann muss man die werfen, dann bringt er sie wieder. Aber ja, ich habe tatsächlich auch beschlossen, ein bisschen weniger Bier zu trinken. Und das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen entwickelt. Erst hat man so einen alkoholfreien Monat im Jahr gemacht, inzwischen sind es schon 2. Und sagen wir, der gute Vorsatz ist, unter der Woche sich die Feierabendhalbe zu schenken und dann tatsächlich bloß noch zumindest ne, mit Alkohol versetztes Bier nur dann nur zu trinken, wenn man fortgeht oder wenn man irgendeine Party macht oder bei irgendeinem besonderen Anlass. Süße Miezi. Gut, das war's schon. Haben wir jetzt braucht 25 Minuten, naja. Leute, vielen Dank für euer reges Interesse an meiner Person. Ich bin die anderen Videos auch mal durchgegangen. Ich habe da jetzt aber nicht wirklich irgendwelche. Ah doch,
irgendjemand hat gefragt, keine Ahnung, ob ich jetzt Ofi-Reactor bin. Ich bin hauptberuflicher Ofi-Reactor jetzt. Ist so. Ich muss auch, damit ich das weitermachen darf, einmal im Monat fahre ich bei Ofi vorbei und poliere ihm die Stange. Das ist, aber Ofi ist da sehr, 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 sehr kulant. Der trinkt immer vorher noch Ananassaft, ne? Damit es nicht so bitter ist. Aber nee, natürlich, keine Ahnung, ich bin vollkommener Dulli. Ich bin auf kaum irgendwelchen Social Media Sachen unterwegs. Ich krieg meine Infos woanders nicht her. Ne? Ich krieg meine Infos woanders nicht her. Ofi ist halt sehr, sehr viel besser connected als ich. Und dann nehme ich mir die Sachen. Alternativ kann ich ja wieder auf die alten Sachen reagieren. Wird vielleicht auch noch stattfinden. Aber da kriege ich dann auch wieder, oh, der alte Käse. Wie gesagt, mir ist bewusst, dass viele Leute Ofi kontrovers sehen, gerade aus dem Game, gerade irgendwelche Hardliner. Und aber wie gesagt, ich bin aktuell, wenn ich News über Reini haben will, kriege ich die auch über Ofi. Ist so. Und wenn ich der Meinung bin, da gibt es dann irgendwas, was man da bequatschen kann. Ich bin ja auch immer noch nicht auf dem ganz neuesten Stand. Ich kann ja noch ein paar Sachen machen. Aus dem Mai und Juni. Ne, Juni. Mai sind wir durch. Aus dem Juni. Dann rede ich darüber. Und dann ist auch rechts oben der Ex-Partner, würde ich sagen. Ne? In diesem Sinne, Leute. Tu nicht, was Rainer tut. Und Medal off.